Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Plasteringenieur. Und da haben wir jetzt der Entwurf vom Gehäuse und von dem ganzen Schieber und das alles. Und ja, also da sind jetzt, was sind's, 7 Stunden Videomaterial und Arbeit in 23 Minuten irgendwas kondensiert. Also ihr seht, das ist da viel Zeugs und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Also da müsste man, ich habe jetzt versucht, das alles das Jahr noch fertig zu bringen und wahrscheinlich kriegt man auch die 3D-druckte Säulen und das ja unter, aber der Zusammenbau, das weiß ich nicht, ob man das ja, das wird wahrscheinlich 'n bisschen eng. Aber jetzt erst mal das Schieberle, das musste ich modifizieren. Das habt ihr bei letzten Mal bei dem 3D-druckten Teil schon gesehen. Das habe ich da noch, ja, mit'm Küchenmesser modifiziert. Also, das habe ich jetzt dann hier mal richtig im Modell nachgeholt, dass das auch da so richtig reinpasst und nicht da ja, nicht irgendwie das halt richtig Gott. Das richtig Gott. Und, ja, ihr seht also das ganze Schieberle, das sieht jetzt alles noch das sieht noch 'n bisschen unhandlich aus, würde ich sagen, unhandlich. Aber ich sage es euch, das läuft jetzt grad durch 'n Drucker und da habe ich schon die erste Felddrucke hinter mir, weil das war Modellscheiß und da was weiß ich. Und ich glaube grad solche Stellen, wie ihr da jetzt gesehen habt, dass das dann untereinander überlappt und so was, das überfordert den Schleißer. Also die digitale Brotschneidmaschine für 3D-Drucker. Und irgendwie bin ich da noch nicht, also, ihr seht, das ist alles noch 'n bisschen hemdsärmelig, wie ich das mache, aber ja, das lernen wir alles noch oder lerne ich noch und vielleicht kann ich das irgendwann mal auch mal in irgendwelche Videos erklären, wenn ich's denn mal kann. Aber bis dahin, das ist halt so lange hauptsächlich bis oder hau das rauskommt, was ich so in etwa haben will und das dann 'n bisschen Nacharbeit braucht, ist das okay. Und irgendwann mal werden wir das ja auch dann oder so Stück für Stück werde ich das besser können und dann wird das professioneller und dann taugt das auch irgendwann mal. Aber fürs Erste sind das ja alles Prototypen, da reicht's, dass in etwa passt. Und jetzt machen wir da auch noch für den Schwungrädlerskäfig, da müssen wir ja auch 'ne Halterung haben, dass der und ja, das Teil ist habe ich auch schon rausgedruckt und schon hingemacht. Das ist halt ja, das ihr seht's da auch nicht, wenn man das dann stehen druckt, also das war a bissele blöd. Das also das nachher so zu machen, war jetzt nicht meine cleverste Idee. Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das das werde ich auch noch verbessern müssen dann beim nächsten Ding, aber das hat, glaube auch knappe 20 Stunden gebraucht, das rauszudrücken. Also, das ist das gut, da wäre vielleicht auch, ja, 8 mm Düse sinnvoller gewesen, weil so im Design und sowas da ist ja nachher nicht viel. Aber das seht ihr noch heute im Video. Muss ja jetzt heute geht's ja erst mal drum, dass ich euch zeige, wie ich das alles entwerfe und wie das alles so entsteht. Oder Löcher reinschneiden, damit man nachher mit der Schraube durch kann. Und den Schwungrädlerskäfig, den habe ich von Thingiverse. Wenn ich dran denke, verlinke ich solche Hunde. Wenn ihr das findet oder auch selber, weil den werden wir nachher nicht verwenden. Also da war ich habe ich ja schon mal erklärt, das ist ein Standard-Streif-Schwungrädlerskäfig, da werde ich da werde ich fürs Erste habe ich ja noch 'n Streif-Schwungrädlerskäfig rumliegen mit Motorle drin und alles. Das reicht fürs Erste. Da geht's ja bloß drum, dass das ein bisschen schießt und dann machen wir da Batteriebox noch irgendwo und irgendwann mal versteckt man die auch schön elegant, aber das kommt dann. Also, heute machen wir das grobe Gehäuse, dass es funktionell ist, sauber ist. Also, wenn ihr bevor ihr euch da beschwert in den Kommentaren, dass hässlich aussieht, das darf nur so aussehen. Um die Optik kümmern wir uns nächstes Jahr. Da brauchen wir auch 'n bisschen was. Und ich glaube auch Zusammenbau, den wir nächstes Jahr, das wird mir das Jahr sonst das wird dann sonst ein bisschen eng. Und ich will ja auch noch meinen Jahresrückblick und meine Neujahresansprache, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber mein Jahresrückblick und mein Jahresausblick, das will ich auch noch machen. Aber das kriegen wir hin. Und vielleicht zeige ich euch beim Jahresausblick die 3D-druckte Teile und dann machen wir dann direkt das Video danach, schrauben wir das mal zusammen, weil, ähm, mich juckt schon arg, dass man das sieht und dass man einfach mitkriegt, ob's geht. Ah ja. Ah ja, der gut, der
Und mit dem Schwungrädel, das Gehäuse bin ich auch nicht zufrieden. Das ist halt gar so 'n fetter Klotz. Aber das habe ich modular gemacht, dass wenn ich da irgendwann mal gucke, da gibt's ich habe ja eigentlich schon schwungrädlersbetriebene Blasters vorgestellt. Da gab's welche mit 2 oder mit 2 also 2x4. Ne, was ist 2x2, also 4. So jetzt, ganz langsam, sonst kommt der Blödsinn raus. Also mit 4 Schwungrädler und die war ein bisschen kompakter, weil das ist halt schon Klotz. Wenn man das stehend ist halt auch blöd. Also, das ist so oder so, ich glaube. Aber das gucken wir, das machen wir erst mal das so fertig. Machen wir mal die Funktion und dann seht ihr ja nachher noch, wenn wir dann den Griff modellieren, das sieht alles noch 'n bisschen, ja, unergonomisch, hätte ich sagen, aus. Aber das das da habe ich mir was dabei gedacht, da kommen dann außen noch so Verkleidungen hin. Deswegen seht ihr nachher, das ist jetzt noch nicht, jetzt sind die Schraublöcher haben noch Aussparungen für den Kopf von der Schraube, damit der schön versenkt ist. Das machen wir alles nachher weg, weil der Teil mit der Aussparung, der kommt dann ins Design rein. Aber was ich mir an der Stelle gedacht habe, das weiß ich auch nicht. Das wird ihr nachher sehen. Ich glaube, den Teil mache ich wieder rückgängig, das, was ihr jetzt gerade seht. Das ist, ja, man fängt da halt einfach mal an und wurstelt sich so ein bisschen durch und ja, lernt halt auf dem Weg. Und manchmal muss man Dinge auch wieder rückgängig machen. Das ist ganz normal, denke ich, weil, ja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich lerne das jetzt auch noch und das nehmt ihr euch einfach mit auf den Weg. Dann könnt ihr es euch anschauen und das kann euch dann auch vielleicht ein bisschen den Mut machen, einfach auch sagen: „Komm, muss nicht gleich auf Anhieb perfekt sein, muss halt einfach mal funktionieren“, oder ja, vielleicht funktioniert's auch bei der ersten Mal nicht. Ich meine, das habt ihr bei mir jetzt, denke ich, schon oft genug auf dem Kanal gesehen, dass halt ja auch viel schief geht. Also, das ist ganz normal. Das das ist der Ingenieursweg da. Man probiert halt was und wenn man nicht genug Zeit hat, das alles komplett zu durchdenken, macht man halt auch Fehler, deswegen testet man's und dann bessert man nach und so Stück für Stück irgendwann mal bin ich mir sicher, dass man auch zu 'nem Zustand kommt, wo ich sagen kann: „Okay, da kann ich mir jetzt 'n 3D-Drucker suchen“, also jemand, der das wirklich kann und nicht so hemdsärmelig macht wie ich und bei dem die Maschine auch laufen können und kann das dann ordentlich rausdrucken lassen und aber dein jetziger Zustand, das ist okay, das kann mit dem eigenen 3D-Druck, oder? Vielleicht findet ihr da mal jemand, der die ganze Modellerstellung 'n bisschen besser kann wie ich und einfach die Idee nimmt und schauen wir mal, wie ihr auch da so Bock drauf habt und was wenn ihr mir sagt: „Ja, ihr wollt das“, wenn das nachher da richtig cooler Blaster wird und ihr sagt, ihr wollt das unbedingt. Viellei vielleicht funktioniert's auch nachher nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, gut, wir haben jetzt mein letztes Video, mein vorletztes Video gesehen, dass der Schieberle Gott, dass er so prinzipiell das Pfeil rausschiebt, jetzt muss ich noch das Magazin, da die Spiralfedern einbauen, dass das auch die Pfeile ordentlich schiebt und dass die nicht irgendwo zwischendrin stecken bleiben. Ja, ich glaube, das nächste Mal überlege ich mir, weil da haben wir jetzt schon sehr funktionelle Vorgehensweise. Das heißt, ich habe da mich zuerst um die Funktion gekümmert und dann versuche ich das alles irgendwie zu platzieren. Und der Griff ist ein bisschen arg weit unterm Magazin. Also, das ist ganz okay vom Prototyp, weil da muss ich nicht so viel Material rausdrucken, dann geht's schneller. Aber später hätte ich halt schon gern mehr was Quermäßiges. Das heißt, dass der Griff dann hinterm Magazin sein sollte. Und das durfte eigentlich ziemlich einfach umzusetzen sein. Sagt dann seinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, und da da müsste dann eigentlich, also wenn das so in der Konfiguration funktioniert, müsste ich bloß den Schieber verlängern und dann kann ich das oder den ein bisschen umformen und dann kann ich das nach hinten setzen. Das dürfte ja kein Problem sein. Dann kann man den Griff und alles und ja, ich bin ja am Überlegen, aber vielleicht machen wir da ein bisschen 'n abgespaceden Blaster draus. Also,
Habe da schon Ideen fürs Design im Kopf, also das wird nichts Klassisches, also erwarte da jetzt für die erste Variante keine American 180, so Ding, sondern eher was also so ein Weltall oder sonst was oder 'n bisschen skelettiert keine Ahnung, weil in meinem Magazin habe ich's ja auch schon so gemacht. Da bin ich mir am Überlegen, weil wie man das machen und ich habe auch noch so transparent blau da, das habe ich ja für die Prophecy habe ich das braucht und da habe ich 2 unterschiedliche da, also für so 'n Prototyp da oder für so 'ne erste Variante, da nehme ich immer die Farbe, wo ich weiß, okay, die habe ich mir halt für dies und jenes Mal gekauft und ja, schön sind's, aber die brauche ich sonst jetzt nicht mehr arg. Also verwende die. Wobei von den Farbe habe ich viel, wo ich mir halt irgendwann mal für das Streifprojekt oder für die Riken und was weiß ich, wo ich dann oder eigentlich hauptsächlich für das Streifprojekt. Die Farbe für die Riken hatte ich dann nachher durch die Streifen da, weil da habe ich mit dem Orange paar Versuche gehabt, bis ich dann rausgefunden habe, welches denn halbwegs passt. Und dann habe ich mich auch entschlossen, das Orange machen wir komplett weg. Und so hat man dann halt irgendwann mal 'ne Farbpalette da an 3D-Druckmaterial und das kann man dann an solcher Stelle einfach verwenden, weil ja, beim ersten Prototyp ist es eigentlich egal, welche Farbe es hat. Das ist dann oder kann man dann mit der Farbe 'n bisschen spielen, paar unterschiedlich nehmen und dann sieht das auch gut aus. Habe ich auch noch so Silber da und, ich weiß gar nicht mehr, für was das habe ich glaube für irgendwas anderes mal, was ich so für mich selber gemacht habe, also nicht für den Kanal, habe ich mir das mal geholt und ja, da war ich mit der Farbe auch nicht ganz die ist okay, aber nicht ganz zufrieden und da drucken wir da den Körper aus. Das letzte Mal habe ich halt Orange genommen, weil es war grade im Drucker drin und dann habe ich gedacht: „Komm, ist sowieso bloß ein Vorversuch, also von daher darf das auch orange sein, das ist egal.“ Und ich glaube, das Blau habe ich genommen, das habe ich für das Magazin, das hat der schon gesehen. Das habe ich für die Streif gekauft und hat dann festgestellt, ist halt doch nicht ganz vom Ton her, aber ja, das ist jetzt hätte so 'n bisschen Ärger kondensieren müssen, aber das ist jetzt schon recht schnell aber da bin ich jetzt schon fast schlecht beim Zuschauer. Aber das ist immer ganz gemütlich, so Modellentwürfe, da kann man dann nebenher bisschen was angucken, bisschen Vorträge anhören und dann gehe ich dann in die Vorträge jetzt, wenn ich das Modell so sehe, kommt mir da manchmal dieser Gedanke wieder hoch. Das ist ganz praktisch. Also, so Geschäft mag ich, deswegen versuche ich das auch jetzt habe ich da jetzt keine große Anstrengung, das eigentlich zu verbessern, also, dass ich da irgendwie schneller werde. Ich meine, ich habe im Nachhinein rausgefunden, wie man geschickt Löcher macht. Das das ist auch dass es da einfach so 'n Boolean-Operator gibt und dann die Differenz und dann kann man da ganz geschickt Löcher machen. Ich habe noch mit dem Drucker aber das erkläre ich dann bei euch, wenn ich mal 3D-Teile mal habe. Ja, da gibt's noch also, da bin ich nur ziemlich am Anfang der Lernkurve. Das das muss man schon so sagen, aber das ist okay. Und den Teil da, den ich noch nicht sehe, das habe ich auch. Das habe ich nach dem Video auch wieder rückgängig gemacht, also nachdem ich da mit dem Teil, den ich im Video zeige, fertig werde. Weil die Kommentare sprechen immer 'n bisschen später ein. Das ist dann da läuft der Drucker währenddessen dann schon, das kann ich da 'n bisschen nebenher was dazu schwätzen. Also, ist nicht gar so langweilig ist und also 'n bisschen oder was heißt nicht gar so langweilig, ist ja schon spannend, aber da so 'n bisschen auch hört, was so und dass ich auch 'n bisschen loswerden kann, was ich so Pläne habe und auch so generell 'n bisschen Gedanken, das ist ganz okay. Ja, das Gehäuse, das ja, ist mir nicht ganz so das ist alles noch ziemlich hemdsärmelig, also das ist okay, das für den Anfang, wie schon gesagt, das soll euch ermutigen, dass es nicht so kompliziert ist und dass man da sich auch Stück für Stück rantasten kann. Also, machen wir da der Kabelkanal. Der sieht jetzt da müsst ihr das Bild im Kopf haben oder da müsst ihr das Bild sehen, das ich im Kopf habe, so rum. Weil da kommt nämlich dann noch, was ich mir gedacht habe, ich will die Griffteile, die will ich liegend drucken
und die Seite, die auf dem Druckbett aufliegt, die sieht immer recht schäbig aus. Und wenn ich da auf der anderen Seite noch als dagegen tue, was ich ebenfalls liegen druck, da kann ich zum einen die Schraubköpfe da drin verstecken oder versenken und zum anderen kann man dann ein bisschen Varianz reinbringen. Muss ja nicht nur um Technik gehen, darf ja auch hübsch aussehen. Also das vielleicht eine interessante Botschaft an alle anderen Ingenieure. Es darf auch hübsch aussehen, muss nicht nur funktionieren. Ja, hält jetzt ein bisschen. Mit dem Gehäuse bin ich echt nicht glücklich. Und jetzt, wo ich es ausgedruckt habe und es sehe, und das ist schon. Also, so viel kann ich verraten, das wird nicht arg viel hübscher, wie es jetzt ist. Wie ihr es jetzt seht, das ist jetzt. Da bin ich schon am Überlegen, aber ob man da die Seitenwände nicht einfach wegmachen, dass man dann nachher das über das Gehäuse löst oder. Das, bin dann nicht ganz zufrieden damit. Das gefällt mir nicht. Das sieht halt komisch aus noch. Also aber das ist alles schön modular, da kann man das irgendwann mal anpassen oder andere Schwungrädler reinmachen oder. Also da fällt uns dann schon noch was ein und vielleicht gehe ich jetzt direkt danach, weil da bin ich echt nicht glücklich mit, also auf die Suche nach anderen Schwungrädler und gucken wir da mal, was da so gibt. Ob es da irgendwas, das müsste doch von Worker da irgendwie was Kompakteres geben, was dann ein bisschen besser aussieht, mit so wie der durchsichtige Blaster, den ich noch neulich gezeigt habe. Gerade das, aber das haben wir heute schon mal gehabt, das habe ich gerade schon mal erzählt, glaube ich. So nach über einer Viertelstunde Babbler fällt mir auch nicht mehr viel ein, oder Schwätze. Ich kann jetzt ein bisschen kommentieren, was man da so sieht. Da jetzt gucke, dass das Magazin sauber reinpasst, dass das auch satt hält, aber halt genug Platz hat. Weil das findet man noch raus, ob man das überhaupt braucht. Also ob man das nicht einfach mit Reibung, ob das mit Reibung nicht fast reicht. Oder zumindest fürs Erste. Mal später kann man da vielleicht irgend so hinter, denke ich mir, so Kläppchen reinmachen mit so Federle, dass man da einfach. Das könnte man eigentlich machen, dass man da nach unten Hebele hat und das oben bedient. Und dann kann man das Magazin dann. Ja, das können wir irgendwann mal machen, das wäre schon cool, weil je mehr es sich bewegt, desto cooler. Aber als erstes mal muss die primäre Funktion, dass da ein Pfeil mit einer gewissen Geschwindigkeit rausgeschossen wird, die muss funktionieren und dann können wir uns so Stück für Stück einfach um alles andere kümmern. Ja, sicher iteratives Vorgehen. Und wenn das alles irgendwann mal klappt und ich denke, die nächste Blast oder die Variante davon, die werden wir schneller hinbringen. Und da kann man auch, denke, andere Magazinformen nehmen und da vorne das Modul ändern und dann hält das ein anderes Magazin und Gott auch wieder. Das ist dann je nachdem. Wobei, ich habe noch ein paar andere Ideen auch im Kopf, was ich gerne machen hätte. Also bloß ein Schwungrad, das Blaster mit normalem Magazin. Ich weiß nicht. Also wenn, dann müsste ich irgendwas haben, wo ich sage, okay, das will ich von der Optik unbedingt haben und dann aber den Blaster wollte ich halt basteln, weil ich einfach das Trommelmagazin so in der Form haben wollte und einfach mal gucken wollte, ob das denn Gott. Also das ist so die Hauptmotivation, ne, dass ich da irgendwas. Ich will einfach nur wissen, Gott, das ist prinzipiell. Und deswegen machen wir da den ganzen Zirkus hier. Das ist, ja. Und jetzt noch das Deckerle. Und ich glaube, das drucken wir fürs Erste auch einfach mal nicht aus. Das, ja, das, das ist auch mehr fürs Design wie für die Notwendigkeit. Später vielleicht, das kann schon sein, dass notwendig ist, aber fürs Erste brauchen wir das eigentlich nicht. Deswegen kann es ein bisschen dauern, bis sie da das Deckerle sehen. Und mit der Schraube und allem
Also die Steg aus dem Kunststoffzeugs, das hätte ich mir, glaube ich, auch einfach sparen können. Dann kommt der Gewindestange rein und dann kommt der Mutter dagegen und dann brauche ich das ganze Kunststoffzeugs nicht, weil ja, das müsste man dann anders drucken und ja, dann müsste man das seitlich drucken, damit die Drucklinie entlang von der Röhre verläuft. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, damit es halbwegs stabil ist und dann wird es aber Druck mit viel Stützstruktur und ja, das ist auch ein Krampf, das zu entfernen. Aber bei dem Deckel, ich glaube, ja, das habe ich noch nicht gemacht, aber das werde ich noch machen. Da mache ich auch mache ich jetzt gerade. Kommen jetzt auch so Dingerle rein. Ja, war glaub. Und ich glaube, so wie ich das gesehen habe, der Streifsprungrädlerskäfig, der hat ja auch noch selber einen Deckel oben drauf. Der da gar nicht reinpassen, wenn ich den Deckel drauf mache. Also das kann sein, dass ich das nochmal überarbeiten muss. Aber irrelevant für die Funktion, für die erste Funktion funktioniert's. Und jetzt machen wir da noch einen Lauf hin, dass wir auch, ja, ist das ein mühseliges Geschäft. Und ja, mittlerweile habe ich einfach mal durch Googlen rausgefunden, dass das wesentlich einfacher geht. Aber das ist halt so ein Ding. Es macht Spaß, da nebenher einen Vortrag zu hören und dann ein bisschen Punkte hin und her zu schieben. Und dann ist mir das egal, ob das eine Viertelstunde länger dauert oder ob das schneller gegangen geht. Da höre ich mir den Vortrag an und schiebe ein bisschen Punkte hin und her und ist das gut. Wir brauchen da, was man da jetzt macht, das habe ich ja für die Streif schon mal modelliert, ist so ein Anschlusspunkt für Verlaufverlängerungen und Schalldämpfer und Zeugs und kruscht halt. Aber da ich davor habe, also da halte ich mich nicht an das Nervsystem, weil das ist einfach zu groß. Das machen wir kompakter. Weil das habe ich bei der Streif gesehen, das könnte man schon eine ganze Ecke kompakter machen. Und das machen wir jetzt da einfach. Dann mache ich jetzt mal irgendein System. Das ist mir blöd, da mich an irgendwelche andere anzupassen. Wenn man ehrlich ist, bei den ganzen Nerfblaster, das ist dann, klar ist es modular, aber es passt halt optisch dann doch oft nicht. Und ich denke, okay, ja, der Teil passt zu dem Blaster und zu sonst vielleicht noch einem anderen Blaster und das war's. Und dann kann ich es gleich selber, also kann ich gleich was eigenes machen. Und dann kann ich das auch einfach, wenn ich das selber mache, kompakter machen. Und dann hat das dann. Können wir da auch ein bisschen mit rumspielen. Hey, das wird schon spannend. Also ich denke, die nächsten Jahre gehen uns da die Möglichkeiten nicht aus. Von daher könnt ihr da gespannt sein. Und ja, klar, lasst ein Abo da. Wenn ihr das bis jetzt geschaut habt, habt ihr wahrscheinlich ein Abo da gelassen. Okay. Lasst einen Kommentar da. Und nächstes Jahr bauen wir es dann zusammen. Und dann kommt jetzt als nächstes noch der Jahresrückblick und der Jahresausblick. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Bis dann. Ein paar Sekunden haben wir noch. Bis dann, euer Blasteringenieur.